Marius. Wir praten hier von des Morgens waren zusammen. Wir praten das nicht hier mit uns ist. Du fühlst dich ja nur nicht sehr normal, wenn einer nicht zu Gebetstunden kommen wird, wenn einer nicht nur Kirche kommen wird, sind das morgens. Oder wenn einer allein macht, dann noch Kirche kommen. Ich bin Gott dankbar. Das nicht von der Mann als erst. Es ist lange nicht, es ist not out of the woods yet. Noch lange nicht. Aber Gott sei Dank, es ist viel besser, als ich weiß das. Und ich will Ihnen alle bedanken für Ihre Bete. Ich weiß, Sie haben viel vergönnt. Alle von Ihnen, glaube ich, haben die Bete für uns. Und ich danke Ihnen für die Motin, die Sie gebracht haben. Und ich will bloß sagen, dass wir haben das viel gerechnet. Und ich glaube, jede Mahlzeit wir genug für gut für 2 Mahlzeiten. So wir haben nur gut essen können. Ich habe eine 3 Lischen mit kommen und Dinge, was ich soll geben. Ich habe die Nummern da. Ich weiß nicht mehr, wem es wann je hier sind. Eigentlich Hiebert, zu seiner Hiebert, mein Gerecht sind, zu seiner Mary Fair, Mary Friesen, I'm sorry, Mary Friesen. Und dann so noch eine, aber die nicht mehr, wem es das ist. So, wir seien nur diese Anlass. Wir wollen nicht bleiben zu der zweiten Anlass, so zwischen den Services, weil wir sein, aber ich könnte geben. Ich würde Ihnen fragen, noch in die Bibel aufzumachen, noch Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1. Weil ich habe in dieser letzten Zeit, diese letzten sind etliche Jahre, wo ich habe probiert zu lernen, Dinge, die ich vorher nicht gelernt habe. Und das ist, wo ein Mensch kann, wo wir können Gott sein Wort anwenden an uns Leben. Weil die viele von uns, und ich schließe mich selbst an, wie ich sage, viel, und über 40 Jahre zum Glauben gewesen, einmal Stunden, viele Tiden in meinem Leben habe ich gestruggelt in meinem Leben, und sind Dinge durchgegangen in meinem Leben, wo ich nicht dürfte oder wo ich nicht dort anwenden darf, was ich heute kann. Ein Ding ist mir sehr klar geworden, dass ist nichts in uns Leben, wo Gott uns nicht mehr durchhelfen kann. Da ist nichts in uns Leben, keine Versuchungen, was uns wollen, noch uns wollen kommen, kein Rennreich nicht, wo Gott nicht allhaft vergesorgt, dass er ein Weg gemacht hat, wo wir da können durchkommen, in Sicherheit da können durchkommen. Und wenn dort so ist es dort, und das ist so, Gott sein Wort wisst dort, dann frage ich mich, warum sind da so viele Menschen, so viele Christen, und von der will ich besonders zu Christen reden, weil Jakobus, der reden zu gläubigen Menschen hier, zu den 12 Stämmen Israel, wo wir sein, wo das geschrieben wird. Da frage ich mich, warum ist dort, dass viele Menschen, viele Christen nicht wirklich sich in ihr Leben haben und Wassen nicht so aussehen würden, Wassen kennen. So aus Gott will haben, dass sie Wassen kennen. Warum ist es, dass manche Christ einen guten Anfang machen wird, und dann über ein Angst gewohnt wird, und dann über ein irgendwelche Umständen abgeben wird, und dann träge in das alte Leben dann gehen wird. Warum ist das? Ich habe ein Ding gemerkt, besonders in den letzten paar Jahren, dass da sehr viele Menschen, die sehr klug sind. Ich möchte so klug sein, dass viele Menschen sind, ich muss so viel weiter, weil ich so smart würde sein.
Kleine Kinder sind so smart und so wieder. Aber wenn es kommt um Weisheit, was der bloß von Gott kommen wird, nicht sehr viel bei vielen Menschen. Viele Menschen, ja. Ich sehe die Menschen, die kommen aus eine furchtbare, sinnvolle Lehre aus, geben ihr Leben nur dem Herrn und Gott beruhigt die und gewollt den Weg. Und sie sind sicherlich und sie wieder, warum sind nicht alle Menschen das dort? Ich will zum Anfang lesen die ersten 8 Verse aus dem ersten Kapitel von Jakobus. Da sagt Jesus das, Jakobus, Gott in dem Herrn Jesus Christus in Knecht, schrift nur die 12 Stamm, die weit und breit über der Welt verstreut sind. Also das bloß die Introduction, die Anleitung, wir wissen, dass Jakobus die Schrift hat, nur die 12 Stamm, Israel, was da weit und breit verstreut sind, schriftet es in Brief noch. Und ich glaube, er schriftet noch für uns. Ich weiß, dass das Brief, Jakobus Brief ist ein Brief, was sehr, sehr praktisch ist. Wie wollen das sein? Meine Brüder, Vers 2, meine Brüder nehmt dort mit Frieden an, wenn ihr auf verschiedene Wege geprüft und versucht worden. Dadurch, dass ihr Glauben an die Versicherungen bestehen bleibt, liege geduldig sein, dort wir weiten. Durch geduldig sein, soll je am ein behouden bleiben, dat je fehlerlos und unbeschädigt sind und jünt dat an nichts fehlt. Wenn dat bei irgendwem von jünt an Weisheit fehlt, dann soll er Gott dann fragen. Wie Gott jeden jaft und keinen schalt, wird am der Weisheit gegeben worden. Laut am aber am Glauben fragen und nicht zweifeln. Und Zweifeln ist so als eine Wal auf dem Meer, der vom Wind hin und her gedreht wird. Wer zweifelt, soll nicht meinen, dass er von Gott was kriegen wird. Ein Zweifler ist an hin und her auf alles in der Weg. Aber so wie Gott sein Wort lesen, weil wir nach beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass die Bibel dein Wort ist, was dir inspiriert ist und dass alles ist geschrieben für uns. Für alle Lehren, alle Dinge, was in uns Leben dann kommen, Lord. Da habe ich dein Wort für. Dort weißt uns, wer du bist. Dort weißt uns, wer wir sind, wer Jesus Christus ist und wo wir können leben, erst zum Glauben kommen und wo wir können an uns christliche Leben wachsen und teilnehmen und die Namen verherrlichen. Dort weißt uns, Herr, für die Zukunft, wo du einen Platz reingemacht hast für uns. Du wirst einen Tag kommen, du wirst uns nur die nehmen. Von daher habe ich den Jakobusbrief verhandeln. Wir beten, Herr, dass du musst durch dein Wort zu jedem einen von uns reden, dann auch als wir bedürftig sind. Ich bete in deinem Namen mit Danksagung. Amen. Mein Thema, was ich gestartet habe, hier eben als Glauben mit Worten bestätigt. Uit Gnade durch den Glauben sind wir gerat, nicht durch Worten. Der Apostel Paulus, der Schrift an Römer, sehr viel von Glauben, wo wir durch Gnade am Glauben Gnade gerat, durch den Glauben gerat sind, dass wir uit Gnade durch den Glauben gerat sind. Jakobus bewies uns, wo wir zu leben haben, dass die Worte bewiesen dort, wo wir leben tun. Viele Menschen sagen, die bei Briefen dann sich widersprechen. Paulus sagt, wir sind durch den Glauben gerat, genau durch den Glauben sind wir gerat. Worte haben keine Meinungen nicht.
En een war ist es so, wenn es kommt der Seiligkeit, haben wir keine Bedienung nicht. Wir haben nichts zu tun mit uns raten. Aber an der anderen Hand, wenn du nicht worken sind, dann wissen wir damit, dass du auch nicht glauben hast. Und das wird Jakobus prüft, zu wissen, dass der Glauben, der mit Worken bestätigt sein. Und das wird wir von da sein hier. Er sagt in Vers 2, meine Brüder, nehmt doch mit Frieden an, wenn ihr auf verschiedene Wege geprüft und versucht worden. Ich finde das interessant, dass ich in meinem Leben, wenn ich Gott eine Weisheit vertrauen darf, und weil ich um Weisheit beten darf, dass die nicht so lang, dann sagt er mir, alle Seiten, dann lässt er mir durch alle Seiten Schwierigkeiten kommen. Und das ist, was die Bibel sagen wird, was da passieren wird. Vers 3 sagt, dadurch, lass mich Vers 2 noch einmal lesen. Meine Brüder, nehmt dort mit Frieden an, wenn ihr auf verschiedene Wege geprüft und versucht worden. Warum kann ich das nicht mit Frieden annehmen? Oder darf ich das immer mit Frieden annehmen? Ich muss verstehen, dass Dinge, die in mein Leben dann kommen, und ich denke da an diese letzten Jahre und halb besonders some Dinge, die dann ans Leben dann gekommen ist, dann bin ich nicht immer sehr dankbar für some Dinge, wo ich durchgehen lässt. Aber die Bibel sagt, dass wir sollen das mit Frieden annehmen. Wir wissen, dass Gott der weit kriegt, wer wir sind. Gott weit kriegt, was uns fehlen wird. Er weiß klar, wie viel wir vertrauen können. Und er hat einen Plan, wo wir von den Einzelheiten sehr wenig von weiten, was Gott am Sinn hat mit uns. Aber wenn wir können, was da kommen, dass wir sagen zu Gott, dass das ein Dank, was du lässt kommen in mein Leben. Ich will haben, dass du sollst verherrlicht worden durch mein Leben. Und er wird uns die Weisheit geben, dort Tower. Vers 3 sagt, dadurch, dass ihr Glauben in den Versicherungen bestehen bleibt, liege ihr geduldig sein, dort wir weiten. Weil Gott hat uns dort weiten lassen, er will haben, wir sollen dort weiten, dass wenn die Versicherungen, wenn uns Glauben wird stehen bleiben, an die Versicherungen, wo wir durchkommen, oder die Proben, wo wir durchkommen, da wo wir gestärkt worden. Vers 4 sagt, durch geduldig sein, soll ihr bei am ein beholen bleiben, dass ihr fehlerlos und unbeschädigt sind und ihr dort an nichts fehlt. Hier sind 3 Dinge dran. Er sagt, dass ihr beholen bleiben, dass ihr fehlerlos und unbeschädigt worden bleiben. Und dort an nichts wird fehlen. Weil wir haben aus Gott seine Kinder, wir können uns sicher sein, dass Gott wird einmal alles haben für uns. Da wird uns das an nichts fehlen. Wir können geduldig sein und wir können rest in der Lord. Wenn ihr nicht würden fragen, dann würde vielleicht sagen, dass mir fehlt das an einmal geduldig sein und bloß ganz an Gott vertrauen. Ich kann noch lange zu wachsen an dort. Aber das ist, was Gott hat versprochen, das ist doch für uns. Paulus sagt in Römer Kapitel 4, Vers 3, Vers 4, sagt er das Ähnliche. Er sagt in Vers 3, aber nicht bloß dort, wir sind hier auch Frau, wenn wir Lieden machen. Wo viele von euch sind Frau, wenn sie Lieden machen? Jeder Lieden so schein, mir das nicht. Aber weißt du, wir können aus Gott seine Kinder, dann haben wir da überkicken in seinen Wort passieren wird nachher. Das ist ein bisschen, wenn wir denken an uns physischen Körper. Wenn wir sagen, wir haben eine Surgery, ich soll am 2 Wochen, dann soll ich Surgery haben
knee replacement. Und mir wird gesagt, Mary sagt, dat is dat ziemlich weit. Und ich kann das verstehen, dass das ziemlich weit down. Ich kijk per was nicht nur dort getan wird, aber ich kijk ein klein bisschen wieder sein, was da utkommen wird sein davon. Bis ich sage, was dort getan haben, dann nachher, dann ist das gut wird. Also, wir können froh sein für dort daunen, wann er doch kurz da nicht sehr machlich ist und auch ein bisschen was absichthaft. Aber wir weiten der Resultate davon, weil das dort ist das an uns christliches Leben. Wenn wir in ein Turbulent kommen oder wir kommen an schwere Zeiten an, sagt Paulus hier, sagt der Ober, nicht bloß dort, wir sind hier auch froh, wenn wir Lieden machen, wie wir weiten, dort wir durch Lieden lehren, geduldig, standhaft zu sein. Dort wird wir lehren, dadurch. Vers 4 sagt, standhaft sein, büht unseren Charakter ab. Und dort wirkt an uns Hoffnung. Das wird das Utarbeiten, das ein oder andere, das wird an uns, weil wir durch schwere Zeiten durchkommen, da weit wie du das Wort, das ist eine Ursache. Das ist eine Ursache dafür. Ich glaube, das gar nicht anreicht, dass wir, wenn wir merken, wenn wir echte schwere Zeit durchkommen und wir sagen zu Gott, wie mir, was das gut tut ist. Ich weiß, du hast eine Ursache dafür, aber ich möchte das weiten. Einmal, das gerade uns mit Nentje gelassen. Andere Tiden, dann halt er ganz weit von uns. Damit wir bloß im Glauben vorwärts gehen, wir weiten, da ist eine Ursache dafür. Und der andere Result wird gut sein dafür, even in das Leben. Aber viel mehr noch, und wir wollen mehr sein davon noch, Lothar, in der Ewigkeit. Wir weiten, dass der Tag wird kommen, Geschwister. Da, wo wir sein, dass alles, was wir sind, durchgegangen, dass dort erst zum Guten gewesen. Wann wir dort angenommen haben, das soll sein. Vers 5 sagt, Hoffnung, lass uns nicht zu schauen worden, wie es uns durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, Gott seine Leib und unsere Horten gegoten ist. Hörst mal her, das sagt, wie es uns durch den Heiligen Geist, der an uns gegeben ist, passt uns. Und ich weiß, sei wie wo Paulus wiesen, das was wir alles für ein Reichtum haben an Christus, dann sei wir dort ein paar Stadttieren dort, da sagt er, wann wir das Evangelium hören, weil wir annehmen dann, aus uns dort annehmen dann für unsere Leistung und so weiter, dann hat er uns mit seinem Heiligen Geist versiegeln. Und hier sagt er, der uns gegeben ist. Wir haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der wird uns an uns sein, der wird uns durchleiten, das Charakter dort wird an uns Leben ankommen, er wird uns durchleiten. Und wenn wir denken an was passieren wird in vielen Ländern von der und da, damit wir uns Hand ab Mühl holen und sagen, wir haben noch nicht zu sagen. Nicht. Denk mal an, wo an kommunistischen Ländern oder wo Menschen wurden dort gemerkt, und Moslems und so weiter, ISIS, wo Menschen wurden Christen wurden dort gemerkt, einen Kopf aufgemerkt und bloß angebracht. Furchtbar sei ja alle da wieder Hunderte. Dann habe ich noch mal sehr wenig zu sagen. Aber ein Ding, das sage ich, da ist ein großer Hunger für Gott sein Wort. Und die Schwester, dort sage ich bei uns, in uns Land, hier in Nordamerika, it's lacking. Ich bete immer, dass wir das Gottes Wort einen Hunger darstellen, am großen Ganzen nur sein Wort. Und ich glaube, was da fehlen ist, wenn wir immer uns die Bibel wahrgenommen,
dann würden wir in Hunger kriegen. Ich wundere auf Gott, das Wort Tauloten ein Tag. Das als die Bibel wird wahrgenommen, dann wollen wir antworten, was wir haben, was wir haben. Aber das ist ein bisschen bei diesem Punkt. Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 12, und 13 sagt er, dass der liebe Freund, wenn die Versicherungen, die gegangen hatten, auch Freiheit waren, deswegen seid dort nicht so an, als wenn jemand bei Büttegewöhnlichkeit passiert. Dort ist bloß am jungen Glauben ab der Probe zu stellen. Also wenn das noch so ist, wenn das Freiheit ist, schrecklich ist, die Probe, wo wir durchgehen, sagt er, dann denkt er an, das ist nicht was Besonderes. Sagt er dort, Gott lässt das kommen, bloß um unseren Glauben ab der Probe zu stellen. Ich glaube nicht, dass Gott das bloß, ich will einmal sagen, wo John Banman oder wer immer da wird durchkommen, muss sein, wo vielleicht dem Konto hatten und so weiter. Aber dort ist, dass Gott dort wiesen will zu uns, dass wir das Salz sein sollen, dass uns Glauben wirklich ist, dass wir dort durchkommen. Und nicht nur bloß dort, aber auch dass Menschen, die uns Leben betrachten, dass die seien, dass, wenn wir auch durch schwere Zeiten durchkommen, dort uns bloß den Glauben storchen. Dort wisst das bloß, wer wir wirklich sind. Er sagt, halt das nicht auf her, dass dort Wort besonders ist, was bitte gewöhnlich wird. Sagt er, dort ist dort so, dass dein Glauben soll stark gemacht werden. Vers 13 sagt Petrus, verrät leider, wie der so eine Versicherungen, wo je Christus seine Leidenspartner. Christus hat gelitten, veel mehr als du und ich, als wir alle taub worden leiden an uns Leben lang. Keiner von uns weiß, was das wirklich meint, von Gott sind reingedreht, zu Jesus, wie es gestorben ist. Los, ihr gestorben ist. Wo Jesus unsere Sinnenschuld auf sich nehmen und der da am Kreuz betonen mit seinem Tieren Blut. Er sagt, wir wollen, hier sagt Petrus, wir wollen dadurch Christus seine Leidenspartner. Wir schmecken ein bisschen davon, was der Herr Jesus getan hat für uns. Und dann, wo ich nachher auch die Freiheit haben, an seiner Herrlichkeit teilzunehmen, die dann für den Tag kommt, wenn Jesus kommen wird. Weil das ist der Tag, wenn Jesus kommen wird, dann wollen wir antworten. Da wollen wir belohnt worden, da für Aktivität. Wo kann es denn sein, dass ich vielleicht, wo sehr traurig sind, zu der Zeit sein, dass ich habe, sind nicht wirklich treu was zu dem Herrn, wo Gott mich will brocken und ich leid Gott mich nicht brocken. Wenn ich daran denke, an den Tag, dann kommt das zu früh. Um das wirklich zu verstehen und anzuwenden in uns christliches Leben, braucht es viel Weisheit. Wo do wir dort? Wir können ein Beispiel brauchen von uns physischen Körper. Wie weit Gott, wenn wir krank werden und so weiter, was wir zu tun haben. Wir gehen zum Doktor, wir nicht den Nachtfinger dort nicht, haben die letzte Zeit ausgefangen. Dann sagen wir, weit wie bald wo der Doktor ist. Und dann, weil wir hier haben, das all ausfinden, was an uns Körper wirklich anrecht ist, sodass wir können, was im Grund gehen damit, und dass da kann, was mit getan werden, und wir wollen Medizin haben, oder was immer da brauchen, dass der Körper kann, dass der Körper kann geholfen werden. Und das ist an uns christliches Leben ist. Das dort ist das an uns christliches Leben. Wir sollen daunen und besorgt sein und am Wurstobi. Und da braucht viel Weisheit. Einmal dann, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, wie Frauen und Weisheit, wie sie sagen, Herr, du hast gesagt, wir sollen Weisheit. Wenn dort Weisheit mangelt, fragt Gott. Erstlich muss ich sagen, dass wir dort am Kontakt nehmen. Ich habe groß gesagt, er redet hier von,
wo wir lieben, wo wir am Weisheit fragen, wo wir durchgehen und so weiter. Und an den Kontakt, an den Zusammenhang, sagt er, wenn uns dort an Weisheit fehlt, dann fragt Gott. Jakobus 1, Vers 5 sagt, wenn dort bei irgendwem von ihnen an Weisheit fehlt, dann soll er Gott nur fragen, weil Gott jeden Jaft in keinem Schalt, wenn am Weisheit je wollen. So, meine Frage ist, wo fragen wir Gott um Weisheit an? Da wir bloß beten, wir sagen, Gott, gib mir Weisheit. Weil wenn Kind seine Wort sagt, die Bibel davon. Und weiter, ich glaube, die Bibel hat die Antwort für alles. Wenn wir viel mehr daran angerufen an Gottes Wort, dass wir viel mehr bekannt werden damit, ich finde in meinem Leben, dann, wenn zu der rechten Zeit, da wird Gott mir wiesen, da was ich gelesen habe in der Bibel. Das ist die letzte Nacht, ich kann bloß nicht schlafen, weil ich habe Trouble mit meinen Schulter und den Armen und so weiter. Und ich stand auf und fang an zu lesen. Ich stand hier ab, dann, ja, dann kann ich wieder schlafen. So, ich las durch Jakobus und 1. Petrus durch, mitten in der Nacht. Und ich muss staunen, wo Gott, wo bad von diesem Brief, bloß muss so Charakter zu mir reden, und so viel lebendig wie an dieser wird. Aber was sagt Gott sein Wort? Was sagt Sprecher Kapitel 2, Vers 3, der ich saß? Dort gibt uns nur ein Port von dieser Antwort. Wenn du nur Ansicht brauchst, hörst mal her, was er sagt, wenn du nur Ansicht brauchst, oder nur Weisheit kann sein, in einem Verständnis betest, Vers 4 sagt, wenn du da noch siehst, aus noch selber und da noch ranforschen das aus noch einen verstärkten Schatz, or hidden treasure, sagt er in Englisch, dann wirst du, hörst mal her, was passiert, dann wirst du lernen, dem Herrn zu fürchten. Er sagt, wenn du dort bist, anfängst zu fragen, noch Weisheit und so wieder, dann wirst du lernen, dem Herrn Nummer 1 zu fürchten. Was meint das? Respekt zu geben. Da wirst du das anwollen, wer der Herr wirklich ist. Und dann werde ich am Respekt geben, weil er ist da und der Einzige, der mich kann helfen. Sagt, dann wirst du lernen, dann wirst du lernen, dem Herrn zu fürchten und wirst Gottes Erkenntnis finden. Da wirst du Gottes Erkenntnis finden. Was meint das? Da wirst du lernen, Gott kennenzulernen. Vers 6 sagt, der Herr gibt Weisheit. Wenn der Herr redet, bringt Erkenntnis und Verständnis. Wenn der Herr reden wird, dann bringt dort Verständnis. Also fingen wir die Weisheit an Gott sein Wort. Wo fingen wir dort? Wo wird Gott reden zu uns? War er an sein Wort? Wenn wir anfangen zu suchen, an Gott sein Wort zu forschen, da wollen wir die Weisheit kriegen. Dort, wo Gott zu uns reden wird. Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 6, der nächste Vers sagt, Lot am Ober am Glauben fragen, also wir haben jetzt sein, wenn uns ein Weisheit mangelt, dann fragt Gott. Lot am Glauben fragen und nicht zwiebeln. Wenn es ein Zwiebler ist so aus einer Wal auf dem Meer, der vom Wind hin und her getrieben wird. Jakobus sagt wieder in Vers 7, wer zwiebelt, soll nicht meinen, dass er von Gott Wort kriegen wird. Vers 8, ein Zwiebler ist hin und her auf all seine Wege. Die wird niemals nicht standhaft sein. Wir können nur Gott Weisheit fragen, wir sagen, Gott, gib mir mal Weisheit. Aber wir sagen, das hält nicht. Gott hat das gar nicht. Wir zweifeln da an. Wir sind nicht mit Gott wirklich verbunden. Wir
wir tun nicht, was Gott verlangen hat. Jesus sagt in Markus Kapitel 11, Vers 24, so ist das. Vers 24, da werden sei ich gut. Und was immer je beten, je läuft, dort, je dort kriegen, und je wollen dort haben. Er sagt, und was immer je wollen beten, wo je haben. Was meint das? Meint das, dass wir, was immer uns jankert, wir wollen beten und Gott wird uns das geben? Das alles war im Zusammenhang mit was wir hier gelesen haben. Mit uns Leben, wo wir mit Gott in Gemeinschaft sind und wir vertrauen Gott und wir anerkennen, wer Gott ist und so weiter, da wo wir beten, so beten, dass uns Ziel ist, dass Gott dadurch wird verherrlicht worden. Und er sagt, da wo ich dort geben. Er sagt, wir dürfen nicht zweifeln. Okay, Punkt 2, Ursache für die Probe. Was ist die Ursache für die Probe, wo wir durchkommen? Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 12, was 14, so ist das. Vers 12 sagt er, ich lade etliche Verse aus, Vers 12 sagt, selig ist der Mann, der nicht versagt, wenn er versagt wird. Halt, wenn er auf Probe gestellt wird, wenn er die Probe bestanden hat, wird der Lebenskroon, wird er die Lebenskroon kriegen, gerecht worden, da der Herr demjenigen versprochen hat, der am Gott sein oder der am Leben. Er sagt, das ist, was wir können vertrauen. Er sagt, wenn wir bestanden bleiben, er sagt, da wird der Herr uns den Lebenskroon geben. Hörst mal, was Paulus sagt in 2. Timotheus Kapitel 4, 7, Vers 8. Sagt Apostel Paulus ist das. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe was eng ausgeholt. Ich habe Glauben geholt. Vers 8 sagt, für Wiederhahn liegt für mich eine Gerechtigkeitskrone rein, da der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tag geben wird. Der Apostel Paulus, der wird ganz überzeugt. Er sagt, ich habe Glauben geholt, ich habe meinen Lauf vollendet. Sagt er, ich bin treu geblieben zu dem Herrn. Ich wundere wirklich auf der Apostel Paulus, wenn er durch die verschiedenen Dinge durchgegangen ist, wo er sich immer feilen hat. Aber im Großen und Ganzen, er sagt, ich habe Glauben geholt. Sagt er, nun vertraue ich, dass Gott wird mir dort geben, was er versprochen hat. Und dann sagt er jetzt wieder, er sagt, ich merke erst Punkt, er sagt, der Rechter mir an jenem Tag geben wird. Punkt. Und dann sagt er, die kriegen nicht bloß ich, aber all die sich dort freuen, dort der Herr kommen wird. Mein Freund, ich habe eine Frau und die von der. Freust du dich dazu, dass der Herr Jesus wird wiederkommen? Wenn du wirst, dass ihr diese Stunde durch ist, der Herr Jesus wird kommen, was wirst du anders tun, als du nicht ist? Oder wirst du bloß sagen, preis dem Herrn. Ich habe mein Vertrauen in dem Herrn gesagt, ich weiß, was passieren wird, wenn der Herr wird wiederkommen. Der Apostel Paulus sagt dort. Und ich glaube, mein Freund, dass du und ich kennen das. Wenn wir dem Herrn vertrauen in unser Leben, wir lernen am Staub für Staub vertrauen, dann können wir mit dem Apostel Paulus stimmen und sagen, wir lernen nur dem Herrn. Wirklich, ich kann sagen, ich wünsche, der Herr wird kommen. Eigentlich war ich nicht leicht, als zu sterben. Ich glaube, das ist nicht so, ich gleich gestorben zu sein. Aber ich gleich nicht zu sterben. Ich würde viel lieber wünschen, wenn der Herr bloß hastig kam und als sie wahrnehmen wird. Amen? In Vers 13 sagt Jakobus, wenn ein Mensch versagt wird, soll er niemals sagen, dass Gott am versiegt. Gott kann nicht zum Beispiel versagt werden und er selbst auch, versiegt auch keinem nicht. Aber ein Mensch wird versagt, wenn er
von seiner eigenen Beiselast mitgereden wird. Vers 15. Wenn die Beiselast sich erst vorgesagt hat, wird der Sinn geboren. Und wenn der Sinn gedonnen ist, bringt er den Tod. Und ich sage in meiner Zeit, jetzt stärker, dass ich gerechnet habe, ich will meine Zeitspannen an diesem Punkt, ich war Zeitspannen an diesem Punkt. Ich will noch einmal 3 noch verstehen, sehr interessant. Wenn ein Mensch versagt wird, soll er niemals sagen, dass Gott am versiegt, wenn Gott das niemals wem versiegen zum Beisen, zum Singen. Aber also, wo wird der Mensch dann versagt? Aber ein Mensch wird versagt, wenn er von seiner eigenen Beise Last mitgereden wird. Weil die merken hier, Menschen sagen, dass der Feind hat mich so versagt. Und die geben den Feind all die Kredit. Weißt du, der Feind, ich glaube, der Feind braucht gar nicht all die Kredit am Hand, wenn wir sind genommen. Wo ist das da? Was sagt Jakobus hier? Er sagt, wir wurden versagt von unserer eigenen, von unserer fleischlichen Last. Und ich glaube, wir müssen alle verstehen, dass trotzdem, dass wir Kinder sind, dass wir haben noch einmal in unseren Kampf, der alle Mensch ist noch einmal da, und der kann noch einmal versagt worden, das Fleischgang hat noch einmal alle Sorten Dinge zu tun, was nicht sehr zum Nutzen sind. Besonders, weil wir proben, mit so Bad-Seed Fans zu leben, in das christliche Leben, besonders dann gebe ich Ruhm für uns Fleisch, uns verdarbenes Fleisch, dass wir sehr leicht an die Versuchung ankommen. Je dichter wir mit Gott wandeln, je weniger ist er vor. Aber er sagt, aber ein Mensch wird versagt, wenn er von seiner eigenen Beise Last mitgereden wird. Was schafft das dann? Und ich würde sagen, da sind 3 Punkte dazu. Wir können gar nicht helfen, wenn ein Pferd über uns Kopf legen wird. Aber wir schön können abpassen danach und wir können dort abpassen, dass es nicht wird nass merken auf uns Kopf. Weil wir können, wie Ram uns von der Tag erst sind, wir können da eine Stunde von reden, wo alles da ist, wo wir können versorgen. Der rechte Hand Gottes sagt, der uns betreten hat, da, wo wir können handeln und der uns reinigen hat. So, ich möchte hier zum Schluss kommen. Aber ihr Schwester, ich würde die Tauriden, ich glaube, und wir würden wiedergehen, wird wir sagen, die Bibel sagt, Jakobus sagt, wir sollen Täter des Wortes sein, nicht bloß Hörer allein. Weil dass wir Gott sind wird tun, weil wir können bloß horchen noch, aber ohne das tun. Und was wir in Jakobus sagen da, ich würde gleich noch eine Botschaft, die war her, wenn ich es nicht in der Woche habe, ich weiß nicht, wann dort was sagen, vielleicht noch nicht lernen haben, zu sagen, wo das schaffen, dass Täter das Wort sein. Weil dort ist ein Leben, was wir als Christen sollen, was so zu sein sein an uns, dass wir Walking Bibles sind. Weil viele Menschen wollen niemals die Bibel lesen, bitte, die was tun am Wiesen an uns christlichen Leben. Mocht Gott sein Wort segnen und mocht das bloß ein bisschen Geschmack geben, zum nicht schwierig sein, was Jakobus widerreden hat von der Timer. Dankeschön für Torchen.